2017 in Joer huet ugefangen. Ich wünsche euch viel Glück, eine gute Gesundheit für euch, alle gute Leute, die noch gucken, für ihre Familie und allem auch für ihre Bekannten, ihre Freunde. 2017 wir gehen mit ganz gemischte Gefühle an das Jahr ran, weil wir holen nämlich Probleme von 2016 mit River. Und das ist das, wo ich die Sendung am Anfang damit verfüllen, mit ein paar Sujets, die wir von 2016, wie gesagt, die ganz aktuell waren, wie zum Beispiel Klimapolitik, wie aber auch Sicherheit, Terrorismus, wie aber auch die ganze Flüchtlingsproblematik. Und dort zu den Sujets, die wir dann, wie gesagt, mit an das Jahr rüberholen, will ich ein paar Worte sagen. Zum Terrorismus vielleicht für uns zu fangen. Wir haben uns da eine ganz Party Möglichkeiten gegeben, eine ganz Party Outils gegeben, für eine bessere Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Memberstaaten. Einerseits, was polizeiliche Zusammenarbeit Terrain anbelangt, aber auch was Geheimdienste anbelangt, den Austausch von Informationen zwischen den einzelnen Memberstaaten ist besser gehen. Das ist natürlich noch alles nicht perfekt. Ganz viel spielt sich am Internet auf, ganz viel geht es auch darum für die Finanzströme, die illegale Kriminalität, für die beim Fonds benutzt wird, für Terrorismus zu betreiben, für am Internet noch mehr aktiv zu gehen, an all die Sachen frühzeitig zu erkennen und auch zu stoppen. Europol ist auch opgespickt mat enger ganz Party méi Möglichkeiten, mehr Ressourcen, mehr finanzielle Moyen an das wird sich an der Zukunft auch auswirken op eng verbessert Zusammenarbeit innerhalb von den Memberstaaten an Europa. Den zweiten Sujet ist die Flüchtlingskrise. Das ist ein Sujet, den mir persönlich auch ganz viel im Herz liegt. Immer noch sterben Tag für Tag Leute, die probieren, an Europa zu kommen. Sie wird über das Wasser, sie wird über das Land. Wir gehen an den Nachrichten all Tag, gehen wir damit befasst, wo ein Schiff untergegangen ist oder wieso etwas geschieht ist. Da haben wir einerseits verdient, eine große humanitäre Aufgabe zu bewältigen. Ich hoffe, dass wir das in Zukunft solidarisch gemeinsam packen. Und natürlich auf der anderen Seite aber auch als ganz Zusammenarbeit innerhalb von den Memberstaaten, die Solidarität, die eigentlich gebrickelt wird und die auch an Teilweise auf verschiedenen Ländern nicht so gespielt wird, wie das hätte sollen sein, für wie gesagt, so Verteilungsmechanismus anzuwenden, für an dem eigenen Land ein paar die Flüchtlinge abzuholen. Wenn ihr bedenkt, dass da 2, 3, vielleicht 5 Millionen Leute sich auf den Weg machen für an Europa, wir sind zu 500.000 500 Millionen Partner also Bürger an Europa, das heißt 21 Länder, wir müssen nicht fertig bringen, für das proper und anständig zu verteilen, für das die Leute eine sichere Zukunft tun, dass sie hier leben können, in sicheren Konditionen machen, hier Familie an sicheren Gewässern umfangen, und nicht wie im Moment an einer Situation, wo sie aus der Nähe abgehen, wo sie teilweise Members verlieren, wo sie sich nicht mehr umfangen, wo sie ihr Kanner nicht mehr umfangen und so weiter. Durch die Flüchtlingskrise ist natürlich auch das System an Europa, das Schengen-System, das System von einem Binnenmarkt ohne Grenzen, als da da ganz stark unter Druck kommen. Und das hat dazu geführt, dass ein ganz paar die Memberstaaten auch das Schengen-Aufkommens abgekündigt haben, wenn auch nicht offiziell, dann aber an der Praxis, dass die inneren Grenzen angefordert gehen, die nach dem Moment auch noch bestehen. Das ist auch einerseits zu verstehen, andererseits ist aber auch wichtig, dass wir auf den Weg gehen, und da tun wir ja vor kurzem dezidiert, für uns Außengrenzen vom Schengen-Raum von Europa besser zu schützen. Wenn es so besser schützen, dann hat das auch eine Doppelfunktion. Das heißt, einerseits wissen, über wen da rackend, die Leute enregistrieren, die Leute gucken, haben sie einen Asylstatus zu gut, haben sie einen Refugiestatus zu gut oder wie auch immer. Und das Zweite ist natürlich auch die humanitäre Aufgabe für die Leute zu retten, dass die nicht unter den Umständen ums Leben kommen, die wir all da an den Medien gesehen. Klima ist den dritten wichtigen Sujet, und das ist am Jahr für schon 2015 zu Paris, COP21, das Jahr zu Marrakesch noch einmal untermauert gehen. Das heißt, wir müssen viel mehr Erfahrungen machen, für, wie gesagt, das Klima besser zu schützen. Wir müssen CO2-Emissionen reduzieren. Wir müssen viel mehr auf erneuerbare Energie setzen. Das ist am Anfang ein Dossier, wo ich demnächst an dieser Sendung nach darauf eingehen, weil das ganz wichtig ein Dossier ist. Wir müssen aber
auch den Transport dekarboniseieren. Wir müssen noch do op méi umweltfreundlich Mobilitätsmoien setzen, méi op erneuerbare Energien, Elektromobility as E-Mobility as e Sujet, den als die nächsten Jahre wird beschäftigen. Das auch gut so. Und das Parlament ist da immer mehr ambitiös, wie die Kommission, wie verschiedene Memberstaaten, die aber da ganz stark auf der Bremse stehen. Zwei Sujets, die uns auch beschäftigt tun, das sind zwei demokratische Wahlen gewesen. Einerseits an de Vereinigten Staaten, an einerseits auch an Großbritannien, wann noch keine Wahlen, dann aber Referendum. Beide Wahlen sind nicht so ausgegangen, wie wir uns das vorgestellt hatten. An Amerika ist den Donald Trump als neuer Präsident am Gang, seine Equipe rundherum sich abzubauen. Das sind Leute, die mir persönlich nicht so gefallen. Das heißt, eher Leute, eher Männer, weiß, auf jeden allem reich, an für allem keine politische Erfahrung oder ganz wenig Erfahrung. Und das muss ich noch gucken, wie das sich 2017 auswirkt. Der Brexit kommt man nicht vor und ihr wisst, dass dort zwei Positionen oben prallen, dass die Engländer zwar wollen rausgehen, aber am gemeinsamen Binnenmarkt die wirtschaftlichen Vorteile wollen weiter genießen. Die gehen aber natürlich nicht ohne die Freizügigkeit, die man in Europa kennen, nicht nur von Waren, von Dienstleistungen, von Kapital, aber vor allem von Personen. Am Transport und am Sozialbereich, das sind die zwei Bereiche, wo ich aktiv bin. Am Transport haben wir den Eisenbahnspaket, der feierten Paket ferroviaire, endlich nur 3 Jahre Diskussionen und Negoziationen unter Dach und Fach. Ich erwarte mal hier einen Abschwung für die Eisenbahnen, besonders was den technischen Volley, den technischen Pilier angeht, das heißt mehr Sicherheit, eine bessere Konnexion, bessere Interoperabilität mit den einzelnen Memberstaaten, was die technischen Systeme angeht. Die Europäische Agence Terracrut mehr Kompetenz kann dezidieren am Fall, wo zwei Memberstaaten sich nicht einig gehen. Das sind alles Sachen, die wichtig sind für den Sektor. Wichtig aber auch den anderen Volley, das heißt den politischen Pilier, wo wir den Markt ein bisschen abmachen, aber nicht ohne Regeln. Und das fand ich persönlich ganz gut. Das heißt, eine gewisse Marktöffnung muss die Eisenbahn können hinholen, muss die Eisenbahn machen. Einerseits muss ich aber auch so, es muss weiter Regeln gehen, es müssen seriöse Regeln gehen, sowohl am wirtschaftlichen wie auch besonders am sozialen Bereich. Das Dossier ist gut ausgegangen durch die Verhandlungserderweise von der Lützeburger, das heißt von uns alle gut, dann haben wir fertig gebracht, ein gutes Dossier heute zu fiscalieren für Lützeburg und auch für CRL, für als nationalstaatliche Entreprise zu Lützeburg. Ein anderes Sujet am Sozialbereich, das ist das Dossier von Sozialdumping, das ist ein Sujet, den immer mehr stärkt und auch immer mehr an die westlichen Länder hat, wenn ich mal so Frankreich, Belgien, Deutschland, Lützeburg, und noch mehr over Spanien, ganz viel misärmisch. Das heißt einerseits die Betriebe ganz viel schuld, weil es eine unfair Konkurrenz ist, einerseits aber auch der Beschäftigte selber aus dem Sektor hinnen Brote wäschelt, das hinnen ihr Arbeit wäschelt durch Leute, die mit illegalen Methoden Sozialdumping betreiben. Das ist, wie gesagt, am Transport, aber nicht nur, das ist auch am Bausektor, das ist auch in anderen Bereichen, an der Landwirtschaft, an der Gastronomie. Und das ist ein Sujet, wo wir uns 2016 schon ganz stark darauf konzentriert haben, aber wo wir die Probleme dann 2017 ranholen. Und da haben drin sind dann in ganz Party natürlich Probleme, die Dossier, die dummer dazu dienen. Einerseits den Dossier von, also das Sozialdumping und sich, dann natürlich auch den Dossier von den Travailleurs détachés, auch von den Dommissionen, die Entsendung von Arbeitnehmern, von Beschäftigten als eine gute Sache. Das gehört auch zu der Freizügigkeit von Europa. Man muss mit seriösen Regeln auflaufen und darf nicht illegal auflaufen. Sonst bauen wir da weiter nach Schwarzmarkt auf, die, wie gesagt, auch den Betrieber, den Arbeitnehmer, aber auch den einzelnen Memberstaaten der Punkt der Steuerpolitik eine ganz Partie Steuern enthält, weil die Leute ja nicht kotisieren, aber dann noch enorme Menge zu große Schert feiert.
Wie gesagt, am Sozialbereich sind auch natürlich Arbeitskonditionen an den einzelnen Sektor für uns ein wichtiges Thema gewesen. Das heißt Aviation, besonders Luftfahrt, wo ganz viel, wo wir an eine Richtung gehen, die wir am Straßensektor auch kennen. Scheinselbstständigkeit zum Beispiel von Piloten als Haut nicht mehr rar, als schon ganz häufig. Und zweitens auch, dass Piloten die Pay-to-Fly tatsächlich müssen bezahlen, für die zu fliegen, für auf hier Stunden zu kommen, die sie brauchen, von Formation auf von Stunden, die sie können zertifizieren, für Qualifikationen zu kriegen, für dann dummer da können bei einer Firma gehen. Das heißt, das sind Sachen, die mir in der Bannen wollen auch noch den Null-Hour-Kontrakter, das heißt, wo eigentlich kein Kontrakt hat, wo permanent auf Abruf bereit steht. Auch das wollen wir in der Bannen, sowohl am Luftfahrtsektor wie auch an anderen Sektoren. Das feiert nämlich zu unfairer Konkurrenz, wie Remenkeier mit den Betrieben, die am Anfang seriös sind, die hier Leute seriös embauchieren, seriös für Arbeitskonditionen sorgen, für Löhne sorgen, ist das eine unfaire Konkurrenz von den Methoden, die Sie beschrieben haben, mit denen schafft. Strassenverkehr, da haben wir ganz viel über Sicherheit geschwärzt, da haben wir auch ganz viel über neue Technologien geschwärzt, da haben wir auch über den Aufgasskandal geschwärzt, alles das sind Themen. Da kommen noch zwei Sozialdossiers auf den Tisch. Einerseits Qualifikation an Kompetenzen von den Berufsschoferen, einerseits aber auch die Direktiv 561 aus dem Jahr 2000 wird frisch gemacht. Das heißt, Sozialvorschriften am Transportsektor werden demnächst auf den Weg geholt gehen, und wird ein ganz wichtiges Sujet sein, ein ganz wichtiger Teil von meiner Arbeit. Dann hatte ich nach dem Postsektor einen Bericht zu machen, wo ich Rapporteur war, wo ich am Anfang geguckt habe, die Liberalisierung von der Post, was die bis gebracht hat. Das heißt, die ist untermauert 2005 und hat am Anfang eine ganz Partie Einzelschritt gebracht, ab Punkt der betrieblichen Veränderungen. Die wisst der Post haut nicht mit zu vergleichen als nach wie vor ein paar Jahren. Da hat sich ganz viel an dem Sektor getan. Gott sei Dank haben die klassischen Entreprisen nicht fertig gebracht, für Personal auf die Weg mitzuholen. Das heißt, für größtenteils neu umzuschulen, dass sie den neuen Herausforderungen können standhalten. Andererseits ist es leider auch zu Freipensionierungen gekommen, zum Glück nicht zu Entlosungen. Das sind so ein bisschen die Sujets, die wir hatten, die wir auch festgestellt haben, und dass es immer mehr auch an dem Sektor ganz prekäre Arbeitsbedingungen gibt. Das haben wir abgeworfen für die Kommission, die sich dann in den Bericht soll halten, für dass die darüber an den nächsten Jahren zu reagieren wird. Der letzte Punkt, den mir ganz wichtig schenkt, das ist das Budget. Wir haben das Jahr fertig gebracht, zusammen mit dem Conseil, wir sind ja Gesetzgeber, mit dem Conseil zusammen, für die Budgetsdiskussionen relativ anständig, relativ zügig auch über die Bühne zu kriegen. Das ist nicht den üblichen Streit gewesen, den wir jahrelang für Druck haben. Wir haben uns hier beim Budget konzentriert für mehr Wursten und für mehr Beschäftigung. Das meine ich, ist uns gelungen. Das heißt, die nächsten Monate müssen weisen, ob dann, wie gesagt, die Zahlen, die wir im Moment kennen. Wir haben eigentlich Croissance in Europa. Wir haben ein leicht Best vom Chômage, weil die ganz gut ist, auch vom Chômage von den Jungen, wenn auch noch nicht in allen Ländern, aber dann aber in ganz vielen Ländern haben wir, wie gesagt, ein Best vom Chômage. Aber was für allem wichtig ist, und das ist auch ein Teil von dem EFSI, von dem Fonds Juncker, wenn ihr so wollt, verstehen, das ist für mehr Investitionen, für die Investitionen in Europa attraktiv zu machen. Also ich meine, das ist das, was fehlt. Es müssen nach mehr Investitionen gemacht werden in Europa. Das ist blutnotwendig, für dass wir auch dadurch Wursten an Arbeitsplätze schaffen. Da muss Politik natürlich helfen, da muss Politik Regeln setzen, Rahmenbedingungen schaffen. Und ich bin aber ganz zuversichtlich, dass das für 2017 wird gelingen. Soweit einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2016 mit den Problemen, die wir mit rüberholen auf 2017. Das ist nicht alles schlecht gelaufen 2016 zum Glück. Es sind noch eine ganz paar Sachen gut gemacht worden. Aber das ist eine ganz unstabile Situation im Moment in Europa, eine ganz gefährliche Situation, auch wenn den Populismus, Extremismus guckt, wenn den Krieg rundherum guckt, alles das werde ich am Laufe des Jahres 2017 Gelegenheit haben, darauf anzugehen. Und ich hoffe aber auch am Endeffekt auf ein ganz paar positive Dossier. Merci fürs Nachgucken, bis die nächste Woche.